Aus Kärnten kommt das Wort Hiefler. Karl-Hannes Planton bittet um eine entsprechende Übersetzung, diesmal am Rauschelesee. Das ist es, unser heutiges Kärntner Wort. Ein Hiefler, Hirfler sagt man in meiner Gegend. Und hier, knapp hoch über dem Rauschelesee, haben wir Stellung bezogen. Und der Herr Schoffnecker, der hat uns auch einen Hiefler mitgebracht. Was ist denn das? Das ist ein Baumle mit viel Äster drauf. Und die kriegt man im Wald. Gell? Da muss man suchen. Ist nicht so einfach zu finden. Gell? Ja, entweder sind so Untersteher, die sind schon trocken. Untersteher heißt, wenn er unter die großen Bäume steht. Gell? Und zu Hause tut man halt abspatzen. Gell? Und dann wird die Wiese abgemäht und dann wird der Hiefler aufgestellt und dann wird das Gras aufgelegt. Wir reden heute also über den Hiefler und diese Hiefler waren früher landschaftsprägend. Ganze Wiesen waren voll damit, da waren hunderte von diesen Hieflern zu sehen und die hat man natürlich auch ganz dick mit Gras bepackt, jawohl, bis oben hin. Oben hat man auch ein kleines Dach drüber gemacht, damit das Wasser hat abrinnen können und besonders Klee ist darauf sehr leicht getrocknet. Professor Pohl, unser Sprachwissenschaftler, schreibt mir dazu, dass das Wort Hiefler auf das alte Wort Hiufelin zurückgeht, was eine Verkleinerung von Hüfe, also von Haufen bedeutet. Und diese Hiefler, die gibt es nicht nur bei uns in Kärnten. Wenn Sie einmal durch Salzburg, durch Tirol, durch die Steiermark oder durch Oberösterreich fahren, dann werden Sie auch diese Hiefler sehen. Und man sagt auch zu manchen Menschen, der ist aber ein Hiefler. Wahrscheinlich, weil er irgendwie so in der Gegend steht und scheinbar für nichts gut ist, was nicht stimmt, weil die Hiefler sind für die Landwirtschaft früher ganz wichtig gewesen. Dankeschön vielmals und auf Wiederschauen. Ja, Wiederschauen.